Moin und willkommen beim Sushi TV. An diesem Video schwätzen wir über den Ingwer und den Wasabi und ich erkläre euch mal, wie was beides immer beim Sushi serviert wird. Alles. Egal wo der hier Sushi essen geht, kriegt ihr immer einerseits den Ingwer und den Wasabi bei eurer Sushi serviert. Was genau der Wasabi ist, das hatten wir schon in einem ganz anderen Video gehabt. Die verlinke ich euch direkt hier unten nachher. Ja? Was genau den Ingwer ist, das erkläre ich euch auch in einem anderen Video. Sobald den online ist, dann ist der Link hier unten auch schon direkt aktiv. Die Tradition vom Wasabi und vom Ingwer ist schon ziemlich alt. Früher sind natürlich keine Frigo gegeben, das heißt, die Früchte, die es gibt, waren nicht immer 100% frisch. Für also nicht krank zu gehen von dem Fisch, haben sie einerseits den Wasabi benutzt, den eben durch seine Schärfe Bakterien schon direkt am Mund futtern mischt. Und die andere Seite haben sie den Ingwer benutzt, den neutralisiert nämlich die Säure vom Fisch, weil wenn der Fisch nämlich umgeht, kriegt er einen Säurebelsen anderem, und den Ingwer, den neutralisiert die Säure. Dafür ist es für jeher Tradition, dass eben immer beim Sushi den Ingwer und der Wasabi serviert wird, eigentlich just medizinisch gedacht, dass für das nicht krank geht vom Fisch. Mit der Zeit ist die Standarderklärung dazu gekommen, ja, den Ingwer wird geholt, für eben Transition von einem Sushi auf den anderen zu machen, für eben den Gu zu neutralisieren. Effektiv neutralisiert also den Ingwer Gu, aber nicht den Gu so teilgeil wie wir das bemengen, aber am Anfang die Säure vom Fisch, die von dem der Fisch eben schlecht ist, neutralisiert muss gehen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren, die Knöpfchen sind direkt hier drin. Und hier neben drin sind noch ein paar andere Videos, wo ihr könnt auch klicken. Und dann sind wir schön und merci. Bis dann. Ciao.